meine Überzeugung ist, da muss man halt mehr im Bildungssystem machen, wo man halt auch nicht nur von berühmten Männern erzählt, sondern eben auch Frauengeschichten, die im Alltag unglaublich viel geleistet haben. Ich komme gerade ein bisschen Hühnerhaut über, weil das ist etwas, was mich halt auch sehr beschäftigt, natürlich jetzt gerade seit ich selber eine Tochter habe. Ich habe immer gewusst, dass meine innere Stimme genau gewusst hat, in welche Richtung ich muss gehen, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Und mit der Zeit habe ich gelernt, darauf zu vertrauen. Und ich habe gewusst, das ist die einzige wahrhaftige Wahrheit in meinem Leben, die mich in die richtige Karriere wird reinbringen, weil alles andere hat mich nicht nur nicht glücklich gemacht, sondern es hat mich halt mega frustriert. Willkommen beim Storyflow Podcast, dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von den ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter die Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz. Finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, aufgenommen am Ostermontag, am 1. April. Und nein, das ist kein verspäteter 1. April-Scherz, aber ich habe die Tage tatsächlich seit Ewigkeiten wieder mal etwas gezeichnet. Okay, zugegeben nur etwa 5 Minuten lang und auch nur auf meinem iPad. Und das Ergebnis lässt sich auch nur mit viel Fantasie als das Sujet erkennen, das ich vor mir hatte. Della beim Wassermelonenschnauzen. Aber wer weiß, vielleicht inspiriert mich mein heutiger Podcast-Gast ja nicht nur dazu, wieder ein bisschen öfters Blatt und Stift in die Hand zu nehmen, sondern hat mir auch noch ein paar konkrete Tipps, wie ich meine Zeichnungs- und Malkünste verbessern kann. Bei mir im Podcast ist heute auch die Stefanie Künzli in Casa. Die Stefanie ist Künstlerin aus Basel und stellt ihre Gemälde seit bald 10 Jahren nicht nur auf diversen Vernissagen und Exhibitions aus, sondern dokumentiert ihr das kreative Schaffen auf ihrem Instagram-Kanal @sky.art.paintings. Ich rede mit ihr darüber, was es heisst, als Künstlerin in der Schweiz alles auf eine Karte zu setzen, wie man seinen eigenen Stil findet und sich selber treu bleibt, und auch darüber, wie einem ein Kanal wie Instagram dabei kann helfen, nicht nur seine Arbeit bekannter zu machen, sondern sich auch mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, in die Welt von so einer passionierten Künstlerin einzutauchen. Und das ist auch genau das, was ich dir wünsche beim Hören von diesem Podcast. Viel Spaß und lass dich gerne von der Steffi ihrer Leidenschaft fürs Kreieren anstecken. Es freut mich wirklich besonders, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Ich habe dir ja geschrieben, du bist eine der allerersten, die wir jetzt angeschrieben haben für die Podcast-Reihe. Und ich finde, das ist eigentlich noch eine coole Sache, weil du bist damals, vor, glaube bald 10 Jahren, auch eine der ersten Personen gewesen, die uns dazu eingeladen hat, bei so einem kreativen Projekt zusammenzuspannen. Magst du dich noch erinnern, was wir gemacht haben? Ja, genau, ich weiß es noch. Es ist Podcast gesehen, es ist der Bodypainting gesehen. Podcast, sorry. Bodypainting. Und da habe ich damals ja Melanie eigentlich anmalen. Und dann sind wir im ganzen Team zusammen gewesen. Und es war recht cool gewesen, weil es ist etwas komplett Neues gewesen, auch für mich. Oder? Es war so der erste Try gewesen. Voll. Und Fun Fact, ich weiß nicht, ob du noch jemals auf die Videos bist schauen. Ich habe ja dazu mal, ich habe das so ein bisschen mit der Kamera dokumentiert, als eines meiner ersten Projekte. Das war auch eines der allerersten Videos, die ich auf YouTube gestellt habe. Noch auf meinem alten Account, also nicht auf Storyflow. Und das Video ist mit Abstand das meist aufgerufene Video, das ich je produziert habe. Es hat über 200'000 Views. Also, Was? ja, voll. Also Echt? ist irgendwie viral gegangen. Was ich wirklich mega lustig finde, weil eben, das ist eines der allerersten Videos gewesen, die ich gemacht habe. Aber scheinbar hat das inhaltlich doch die recht viel interessiert, das ganze Bodypainting. Darum, ich Witzig, das habe weiss, ich gar nicht mitbekommen im Fall. Ich ja, weiß noch, am Anfang habe ich noch recht lange drauf geschaut und dann hm. irgendwie gar nicht. Ich bin eigentlich mega selten auf meinem eigenen YouTube-Kanal, jetzt ehrlich gesagt, kann ich immer andere Sachen schauen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel mal angeschaut worden bist. Ja, ich eben auch nicht. Also ich habe es auch, gerade weil es auf meinem alten Account läuft, habe ich das irgendwie gar nie auf dem Schirm gehabt. Plötzlich bin ich geschaut und gesagt, ah was, 200'000, krass.
Ja, aber zeigt irgendwie auch, oder? Deine Kunst, oder zumindest das, was man dazu mal gemacht hat, das trifft irgendwo durch einen Nerv. Mega toll. Ja. Jetzt ist ja Bodypainting, das ist nur eins von vielen Disziplinen, wo du jetzt so ein bisschen die Kunst machst, oder? Kannst du uns Mhm. vielleicht oder dem Zuhörer mal einen kurzen Überblick geben, was du eigentlich alles machst? Also meine Arbeit ist sehr vielfältig. Also unter anderem traditionelle Malerei wie mit Öl und Acryl. Ich gebe auch Unterricht und Workshops, aber mache meine eigenen Bilder. Zurzeit auch eine eigene Serie von Bildern mit spezifischen Themen. Und ich versuche halt immer so ein bisschen danach von der Zeit zu treffen, wo ich weiß, das sind eben wichtige Themen, wo ich halt Leute kann emotional ansprechen damit. Nebendran mache ich noch Fotografie. Ich bin ja noch Hochzeitsfotografin mit meiner Schwester zusammen. Immer im Sommer, was super ist. Und dann kann ich immer raus und lerne viele Leute kennen. Und während der Woche bin ich im Studio am Malen. Ähm, und ja, und dann nebendran mache ich eben das Bodypainting für Events. Das ist so ein bisschen das Dreieck, das ich habe in meinem Leben. Sehr cool. Und du machst das ja schon ein Zeitchen, oder? Also eben, wir haben gerade gesagt, das Video dazu mal, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 2014 oder so. Oh. Also, ja, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, du bist schon länger in dieser Disziplin unterwegs als Künstlerin. Und Mhm. ich möchte darum auch eher ein bisschen auf das Thema eingehen. Also, weil gerade im letzten Podcast haben wir auch schon eine Hochzeitsfotografin gehabt. Und das gibt es doch noch. Also, so Fotograf in der Schweiz, das ist so, gibt es glaube schon, also gibt's noch viele, die das machen. Aber so als Künstlerin sich irgendwie in der Schweiz durchzuschlagen und irgendwie doch eben jetzt so langer Zeit eine Karriere aufzubauen, das finde ich doch ist eher außergewöhnlich. Und darum würde es mich sehr interessieren, also einfach einerseits auch nur schon mal, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Also wie wird man in der Schweiz Künstlerin und vor allem auch eben, dass man das nicht nur als Hobby kann machen, sondern auch davon kann leben? Mhm. Für mich ist es immer klar gewesen, von klein auf, dass ich etwas Kreatives machen will. Das ist in meiner Familie nicht so einfach gewesen, weil ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Da ist niemand anders vorher kreativ gewesen, sondern immer noch Business denkend. Und da ist immer eher so ein versteckter Traum gesehen am Anfang, wo ich nicht gewusst habe, kann ich es irgendwann mal richtig ausleben oder nicht. Ich habe erst ja, die Lehre gemacht, in einer Wirtschaftsprüfungsfirma geschafft und ich habe dort schon gemerkt, so, das ist nicht für mich. Aber weil es meinen Eltern sehr wichtig ist, habe ich es eben beendet und habe in diesem Bereich noch ein bisschen geschafft. Unter anderem habe ich dann in anderen Firmen ein bisschen ausprobiert, bis ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich habe die Schnauze voll, es ist nicht meine Welt und ich möchte die Kunstschule machen. Und so hat das Ganze angefangen. Ich habe nebenan schon immer gemalt, schon immer skizziert, schon immer sehr kreative Sachen gemacht, immer so als Hobby zuerst. Und sobald ich dann gemerkt habe, hey, ich muss das 100% ausleben, das ist das Einzige, was mich wirklich glücklich macht, habe ich eigentlich so den Sprung ins kalte Wasser gewagt und ich habe das seitdem nie mehr bereut. Es ist ein sehr interessanter Weg gewesen, weil ich bei der Kunstschule war und ich habe gemeint, das ist der Platz, perfekt für mich, ist aber leider nicht so gewesen. Ich war 2 Jahre in der Kunstschule, also in der Fachhochschule in Basel gewesen. Und die sind ja allgemein sehr abstrakt. Das habe ich am Anfang in dem Sinne nicht so wirklich gemerkt. Ich habe gemeint, ich würde auch so traditionelle Malerei beibringen, weil ich bin ja eher so im traditionellen Bereich, nicht wirklich so abstrakt. Abstrakt mache ich nur ab und zu. Und das habe ich dann mit der Zeit gemerkt, dass das eben nicht beigebracht wird. Und das hat mich zum Teil recht überrascht und eher unglücklich gemacht, weil sie haben mich eher ins Abstrakte hineinbringen und ich habe das einfach nicht verstanden. Dann habe ich nach 2 Jahren abgebrochen, bin sehr verwirrt gesehen, habe nicht gewusst, was machen. Und dann weiss ich noch, hat irgendwann meine Schwester gesagt, geh doch die Leute, also Künstler besuchen auf der Welt, wo du wirklich bewunderst und von ihnen direkt lernen willst, geh zu ihnen und frag sie. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin reisen, direkt nach Spanien, direkt nach Istanbul, direkt überall, wo ich wollte und die Künstler besuchen und habe sie dann auch angefragt, ob ich bei ihnen lernen darf. Und habe das auch gemacht, habe eine Akademie-Ausbildung gemacht in Illusions- und Wandmalerei, habe Porträtmalerei studiert und seitdem habe ich meinen eigenen Weg gefunden und mich wirklich etabliert in der Schweiz. Und ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, dass du einzigartig kannst sein, wenn du willst, nicht Mainstream sein. Und ich glaube, das macht meine Kunst recht aus, dass ich einen Stil habe, der sehr selten ist in der Schweiz. Mhm.
sehr emotional, sehr weiblich. Und ich habe gemerkt, dass es halt da schon eine mega große Kundengruppe gibt, die sehr Interesse daran hat und mich sehr supportet und auch eine emotionale Bindung zu mir aufgebaut hat als Künstlerin. Und so etabliert man sich eigentlich in der Schweiz. Sehr cool, sehr spannend. Also wenn ich das so höre, oder? Zuerst hast du eigentlich den Traum von deinen Eltern müssen ausleben, oder? Mit dem eher klassischen Weg. Dann hast du den Schritt gewagt und bist an die Kunsthochschule. Und aber auch dort haben sie wieder dir einen anderen Weg eigentlich vorgelegt, als du selber gerne gemacht hättest. Und du musst dich eigentlich immer ein bisschen müssen, wie einfach wirklich Mhm. deinen eigenen Weg erkämpfen. Genau, Ist, ist das genau, das etwas, ist also wirklich so. ist das so ein bisschen das, was man, also ich glaube, das ist wie unabhängig von, ob man jetzt der Maler ist oder Fotograf oder sonst irgendwie, ich glaube, als Künstler, du hast angesprochen, oder, so ein bisschen den eigenen Weg zu finden, die eigene Stimme, dort muss man sich ein bisschen durchschlagen, oder? Flo, ich höre dich nicht mehr. Ja, ich habe deine Frage nicht gehört. Ja, ich wiederhole sie nochmal. Irgendwie ist es zum Teil ein bisschen, also ich habe dich auch zum Teil gar nicht gehört, aber am Schluss dann, den Schluss vom Satz habe ich wieder bekommen. Ähm, genau, Mhm. also ich hoffe, du hörst mich jetzt. Ja. Als Künstler muss man sich ja immer so ein bisschen, eben, du hast gesagt, die eigene Stimme finden, den eigenen Weg finden. Ähm, und muss sich da auch so ein bisschen gegen andere Träume oder so, oder andere Vorstellungen für den Weg, ja, fast ein bisschen dagegen ankämpfen, oder? Ähm, Mhm. ist das für dich von Anfang an, ist dir das leicht gefallen? Oder gehört das also ein bisschen zu deinem Naturell, dass du gegen den Strom schwimmst? Aha, also ja, ich glaube, ich sehe mich schon eher als Kämpferin. Ich bin also im Sternzeichen Löwe und im Element Feuer. Das ist halt schon eine sehr leidenschaftliche Kombination. Und ich sehe halt, dass die Energie sehr durch meinen Werdegang durchgegangen ist. Also jedes Mal, wenn ich mich gefangen gefühlt habe oder in Ecke gedrängt gefühlt habe, habe ich mich sofort befreit. Das ist jedes Mal so eine Situation in meinem Leben gesehen, wo ich gewusst habe, intuitiv, ich muss da raus. Und das ist automatisch passiert. Ich habe immer gewusst, dass meine innere Stimme genau gewusst hat, in welche Richtung ich muss gehen, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Und mit der Zeit habe ich gelernt, darauf zu vertrauen. Und ich habe gewusst, das ist die einzige große, also die einzige wahrhaftige Wahrheit in meinem Leben, wo mich in die richtige Karriere wird reinbringen, weil alles andere hat mich nicht nur nicht glücklich gemacht, sondern es hat mich halt mega frustriert. Und ich bin halt ich würde sagen, ich bin ein mega lebendiger Mensch. Ich fühle mich sehr lebendig, weil ich weiß, ich bin sehr farbig in der Art und Weise, wie ich halt bin und rede und erzähle. Und das möchte ich auch so ausleben. Und ich glaube, die einzige Form, wo ich gesehen habe, dass es wirklich kann 100% ausgelebt werden, ist die Kreativität im Kunstbereich. Darum, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich fühle mich abgelöscht, das geht gar nicht, habe ich mich immer wieder zurückgekämpft. Eben auch grau durch deine Kunst, oder? Also das ist auch eine Ausdrucksform. Und du hast gesagt, Ja. du bist in deiner Stimme sehr farbenfroh, aber wenn man sich deine Bilder anschaut, auch deine Bilder sind auf den ersten Blick immer sehr farbenfroh. Aber, also was mir aufgefallen ist, oder, du malst auch viele Motive, die eher so etwas Melancholisches haben. Zum Beispiel habe ich so Mhm. ein Bild gesehen mit Tränen. Tränen sind dann eher so farbig, aber an sich das Motiv ist eigentlich eher düster. Was versuchst denn Mhm. du mit dem dann vielleicht auszudrücken? Ja, ich glaube, was die Gesellschaft in sich nicht versteht, ist, dass es sehr wichtig ist, die negativen Gefühle wie auch die positiven Gefühle auszuleben. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass es hat eine mega Essenz, dass du ein Gleichgewicht schaffst zwischen beiden Gefühlsebenen. Und irgendwann habe ich angefangen zu verstehen, dass Melancholie oder Traurigkeit oder Wut auch ein Teil von meiner Palette soll werden. Dass es wirklich wichtig ist, eine gute Kombination zu finden zwischen allen Gefühlen, die man überhaupt erleben kann als Mensch. Und darum, farbig für mich, farbig gibt es überall, ob jetzt schlechte Gefühle oder positive Gefühle. Wichtig ist, dass man weiß, wie man sie kombiniert und aus dem ein Kunstwerk macht, wo etwas zum Sagen hat, wo wirklich Gewicht hat, wo einem einen Sinn gibt, wenn man es sieht und sich an eine eigene Situation erinnert, wo man auch schon gegangen ist als Mensch. Und besonders die traurigen Momente im Leben, die schwierigen Momente, tun uns ja als Menschen
shapen. Und die bringen uns auch weiter, wenn wir lernen, drüber können zu stehen. Und dem gebe ich ganz viel Gewicht in meiner Kunstphilosophie, wo ich finde, das will ich auch ansprechen. Ich will die Menschen verstehen, ich will von ihnen lernen und das als Spiegelbild wieder wiedergeben, als emotionale Ebene. Und da ich sehr hochsensibel bin und sehr empathisch bin mit den Menschen um mich, nehme ich das alles auf und gebe das in mein Kunstwerk dann wieder. Spannend, du hast das sehr schön ausgedrückt, finde ich, mit dem, dass das wie auch Emotionen, eben all die Emotionen zu deiner Palette gehören. Wir haben es vorher von Farben gehabt und eben, so beim Malen, oder, haben wir ja Farbpaletten und du erweiterst ja das in dem Fall so wie einfach auch noch um ganz viel anderes, also eben Gefühl, Emotionen. Also du hast dir da wie neben dem, was man auf den ersten Blick sieht, wie auch noch eine Palette zugelegt durch dein Schaffen, also dem, was eher so ein bisschen auf der Zwischenebene stattfindet. Das höre ich dich wieder nicht. Jetzt hast du mich, glaube ich, wieder nicht gehört, gell, der Schluss. Genau, Palette schaffen und dann Ja, spielen wir genau. vor. Genau, warte, das ist gut. Wir können dort ansetzen, jetzt hörst du mich, glaube ich, wieder. Äh, Viele von deinen Motiven greifen ja auch so ein bisschen Muster oder Settings aus der Natur auf. Also oft befinden sich Protagonisten von deinen Bildern auch in wirklich prächtigen Landschaften. Wie wichtig ist dir die Natur? Protagonist, oft befindet sich, okay. Oft befinden sich Protagonisten dort, wie wichtig ist mir die Natur? Also den Zwischenteil habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ich vermute mal, was die Frage ist. Entschuldigung. Ja. ähm, Kein Problem. Also die Natur ist elementar. Ich glaube, was ich gelernt habe als Künstlerin ist Back to the Roots. Also wirklich sehr. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr gern kritisch gegenüber der Gesellschaft. Ich sehe viele Sachen, die sehr negativ sind. Und ich frage mich dann halt oft als Individuum, was mache ich damit? Was ist das Ziel damit? Soll ich es nur kritisieren? Und da ich mega gerne eine Tour bin, ich tue mega gerne Sachen gerade umsetzen, ich tue nicht gerne einfach darüber reden und setze ich das in meine Kreativität um als meine Antwort auf alles. Und die Natur ist halt ein Heilungsprozess. Meine Bilder sollen heilen, meine Bilder sollen dazu einladen, deine eigenen Emotionen zu konfrontieren und sie besser zu verstehen, damit du dich als Mensch kannst besser verstehen. Und aus diesem Grund ist mir das so wichtig, dass ich eigentlich die Natur integrieren kann, weil es ist halt wissenschaftlich erwiesen, dass wenn der Mensch in die Natur geht, dass es halt einen Heilungsprozess hat. Wir fühlen uns sehr gut in der Natur und da der Wald zum Beispiel für spezifische Essenzen abgeht, die wir halt brauchen, damit wir uns beruhigen und uns wieder verbunden fühlen mit dem großen Ganzen, habe ich mir gedacht, ich bringe einfach die Natur in meine Malerei rein. Bringt dich denn das Malen auch vielleicht an so einen Ort? Weil, also, du hast ja ein Studio, aber das ist in Basel, glaube ich, irgendwo in der Stadt, oder? Und ist jetzt Mhm. nicht unbedingt wahrscheinlich rein so vom Ort her in Basel jetzt eben so, dass du jetzt mega viel Grün rundherum hast, weil es halt eine Großstadt Mhm. ist. Aber bringt dich der Prozess vom Malen, also gerade wenn du vielleicht auch so etwas malst, dann auch immer an die Orte hin, wo du Ja, malst? voll. Also mein Ziel ist eigentlich jetzt das Jahr mehr in die Natur rauszugehen, direkt mit meinen Sachen, so ein bisschen wie die alten Maler von der alten Zeiten. Auch wenn ich im Studio bin, habe ich schon mega das Verlangen, mich mit der Natur zu verbinden. Dann bin ich auch mental, gedanklich in der Natur. Und ich versuche halt immer das Fantastische, das Göttliche in der Natur zu finden. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Also ein harmoniebedürftiger Mensch sucht immer die Harmonie im Moment. Und in der Kunst bedeutet das zum Beispiel der goldige Schnitt, oder? Also wenn du dich ein bisschen auskennst. Mhm. Ähm, Im Bild fühle ich immer raus, was ist für mich die Harmonie, die Komponente im Positiven und Negativen. Also es darf auch traurig sein, und das ist trotzdem auch extrem harmonisch. Weißt? Das ist so die Komplexität davon. Und die hohe Kunst für mich ist einfach so, wie im Kochen auch, wenn man zum Beispiel im Kochen alle Geschmäcker will treffen, und es ist ein unglaublich gutes Rezept geworden, ähm, es gibt ja in Japan so ein Wort dafür, damit es perfekt ist. Wie heißt es? Umami, der Umami-Geschmack, Mhm. genau. Mhm. Mhm. Ich bin mein Umami-Moment in meinen Bildern. Und das ist halt eine unglaublich hohe Form von emotionaler Intelligenz, die du nutzen musst,
wo du selber auf dich schauen musst. Du musst eine sehr ruhige Form schaffen können. Du musst sehr viel können fühlen, sehr viel können in dir selber herausfiltern. Also es ist schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, so befindet sich jemand, wenn du meditierst, und so schaffe ich mit meinen Bildern. Also wenn ich einen guten Flow habe, dann fühle ich so viele Sachen in meinen Bildern, die ich wie nicht erklären kann, aber wo ich weiß, es ist in der höchsten Form von Harmonie ähm, und die beste Komposition, die ich in dem Moment finden kann mit dem Wissen, das ich gerade habe. Und aus diesem Grund ist es für mich mega wichtig, dass ich das weiterhin lernen kann, weil meine grosse Vision ist, in 10, 20 Jahren die perfekte Form davon zu finden, damit meine Bilder die Menschen emotional so gut wie möglich abholen Mhm, mhm, mhm. Das klingt für mich, wenn ich das so höre, ganz ähnlich auch wie der Prozess, vielleicht jetzt in dieser Kunstform, wo ich mich eher ein bisschen drin bewege, also bei der Fotografie. Also einerseits hast du den goldenen Schnitt angesprochen, aber auf können. der anderen Seite vor allem auch so ein bisschen in den Flow reinzukommen, in den Zustand. Das ist bei mir auch etwas, was immer sehr wichtig Mhm. ist, oder wo ich immer so denke, das ist eigentlich so ein bisschen das, was man als Künstler immer probiert anzustreben, dass man eigentlich so ein bisschen in den State reinkommt von Flow. Entschuldigung. Genau in In den den State State von reinkommt, Flow, ja. ja, wo man eigentlich, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen verkältet. Kein Ding. ähm, genau in den State von Flow, wo man gar nicht überlegt oder gar nicht bewusst eigentlich etwas macht, sondern viel mehr eigentlich im Unterbewussten sich abspielt, oder? Wo das irgendwie das Mhm. Unterbewusstsein Mhm. übernimmt und dann einem hilft dabei, eben etwas viel Besseres zu schaffen, als man vielleicht würde machen, wenn man sich jetzt mega angestrengt, also bewusst probiert, oder? Also ich finde, das klingt mega ähnlich wie da, Ja, wo ich ja. am erleben, oder wenn ich ob es jetzt Foto oder Filmen ist, aber wenn ich ganz vergesse, was ich eigentlich mache, oder, sondern ich voll in dem State drin bin und dann plötzlich vergehen Stunden und dann merke ich, ja, wow, krass, jetzt bin ich irgendwie voll in dem Ding drin gewesen. Mhm. Ja, genau, so ist es. Sehr cool. Noch vielleicht eine letzte Frage zu deiner Kunst, bevor ich dann noch zwei, drei Fragen Mhm. eher so ein bisschen auch zu ein paar Hintergründen habe. Und zwar, ich habe jetzt gerade gesehen, auch gerade wieder auf einem von deinen neuesten Beiträgen, hast du eigentlich, ich glaube, es ist sogar der neueste Beitrag, hast du etwas bestätigt, wo ich so ein bisschen durchgescrollt habe, wo mir auch schon aufgefallen ist, oder, dass du auch immer wie mehr oder vermehrt Frauen malst, oder, dass das auch ein grosses Thema Mhm. bei dir ist, dass du Frauen darstellst in ganz vielen verschiedenen Formen. Und jetzt gerade, glaube im neuesten Beitrag hast du das eigentlich so ein bisschen wie beschrieben, dass du wie ganz viele Sachen ausprobiert hast und Motiv ausprobiert hast und dann wie gemerkt hast, das ist eigentlich das Thema Frauen, das ist etwas, was wie hängen geblieben ist, oder? Also dass das Ja, wie ja, genau. ähm, etwas ist, wo in deiner Kunst, wo du gemerkt hast, okay, die Geschichte willst du noch mehr erzählen. Was hat es denn mit dem auf sich? Was möchtest denn du dort genau erreichen durch die Sujets oder durch die Geschichte, die du dort willst erzählen? Ja, ich finde es eigentlich noch eine mega tolle Frage. Es ist mir gerade ein mega wichtiges Thema geworden, weil, also für die, die nicht wissen, ich bin Feministin und ich habe meine Überzeugungen, die sehr wichtig sind. Mir ist halt die Stelle von der Frau in der Gesellschaft sehr wichtig und es gibt gewisse Sachen, wo ich finde, die müssen halt wirklich geändert werden, unter anderem halt auch mehr Geschichten davon erzählt werden, was Frauen halt in der Geschichte der Menschheit auch schon geleistet haben und wie wir halt wissen, in den letzten 2000 Jahren hat es viele Frauen gegeben, die Sachen gemacht haben, die man nie davor hat erfahren. Und es gibt jetzt halt zum Glück immer wie mehr Frauen, die an Universitäten studieren und zum Teil halt Historikerinnen, oder, wo jetzt plötzlich die Geschichten haben, korrigieren, weil man halt neue Sachen herausfindet, wo die Frauen halt total anders funktioniert haben, als wie die Männer das erzählt haben. Und das finde ich sehr spannend, das macht sehr viel mit mir, weil ich auch denke, ich habe als kleines Mädchen nicht wirklich die Vorbildfunktionen gehabt. Und wenn, dann hat es halt mehr so Mannsfrauen gegeben in der Politik, wie zum Beispiel halt starke Persönlichkeiten, die versucht haben, mit den Männern mitzuhalten. Und ich habe immer das Gefühl, das fühlt sich nicht richtig an. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Frauenpower, also die Energie von der Frau, hat wie keinen Platz bekommen. Sie hat nicht dürfen ihre wahre Form zeigen. Und jetzt kommt es immer wie mehr, zum Glück,
und ich stand halt voll und ganz dazu, dass es halt mehr Platz soll bekommen in der Gesellschaft, weil es ist halt ein schwieriges Thema. Viele Männer sind verunsichert, viele Frauen möchten mehr und jetzt muss man das Gleichgewicht finden. Und ich möchte mit meinen Porträts und meine Geschichten einen Beitrag dazu leisten und einladend sein, wo ich auch finde, es ist eine wunderschöne Kraft, die feminine Energie. Es ist eine lebende und nährende Kraft und die darf Platz finden, die soll auch Platz finden, die darf ihre Bühne jetzt auch bekommen, aber auf eine Art und Weise, wo alle eingeladen werden. Nicht auf eine Art und Weise, wo es zerstörerisch ist oder wo es nur um Machtpositionen geht. Und darum schaue ich, besonders wenn man halt Männer oder Frauen im Allgemeinen fragt, hey, wenn wir da 10 Persönlichkeiten aufzählen, die wichtig sind in der Weltgeschichte, wo Frauen sind, haben die meisten mega Probleme, was auch mega schade ist. Und meine Überzeugung ist, da muss man halt mehr im Bildungssystem machen, wo man halt auch nicht nur von berühmten Männern erzählt, wie Napoleon oder Hitler oder was auch immer, was man da alles erzählt hat, sondern eben auch Frauengeschichten, die im Alltag unglaublich viel geleistet haben und ihnen wird einfach viel zu wenig Platz gegeben in so vielen Aspekten von der Gesellschaft. Und das ist mir gerade mega wichtig geworden als Frau im 21. Jahrhundert, wo ich einfach, wenn ich mal ein Kind haben will, dass das Kind auch von diesen Frauen gehört hat. Hm. Ja, unbedingt. Also, ich komme gerade ein bisschen Hühnerhaut drüber, weil das ist etwas, was mich halt auch sehr beschäftigt. Natürlich jetzt gerade, seit ich selber eine Tochter habe. Das ist, jetzt sagen wir, aus der Perspektive vom Mann, ja, ich sage, klassischen Mann, wo ich bin damit aufgewachsen, oder? Natürlich, alle Geschichten haben irgendwie einen Held, wo ich mich damit identifizieren kann, oder? Sagen es irgendwelche Comics, sagen es Filme, es ist immer der Mann in der Hauptperson und ich als Bub habe mich natürlich mit tausende Geschichten irgendwie können, wie so, ah ja, ich stelle mir vor, ich werde mal wie der oder wie der oder wie der. Und seit ich jetzt eine Tochter habe, also nur schon, wo schon Melli schwanger war, habe ich mich mit dem Thema viel mehr natürlich angefangen zu befassen und habe wirklich auch gemerkt, es ist eigentlich Wahnsinn, wie wenig in unserer Gesellschaft irgendwie Heldinnen gibt in Geschichten, auch gerade für Kinder, oder? Das ist so oft, auch sogar wenn es blöd gesagt nur Tiere sind die Tiere dann trotzdem männlich und eben, das ist so krass, sobald einem das mal bewusst wird, dann fragt man sich wirklich mega, also, hey, was läuft da eigentlich falsch? Also, irgendwie im Nachhinein checkt man es dann natürlich, dass das vielleicht auch bewusst so gemacht worden ist in der Vergangenheit, um die Frau irgendwie schwach zu behalten oder eben, dass die Frauen oder die Mädchen halt so eher erzogen werden, dass sie sich nicht so viel zutrauen, oder? Und jetzt ist mir das natürlich auch mega wichtig, mega also bewusst, dass ich irgendwie will, dass die Ella mit Geschichten darf aufwachsen, wo es auch starke Frauen gibt, wo sie sich genauso gut kann identifizieren mit so Geschichten und hoffentlich durch das auch ein Selbstbewusstsein kann aufbauen, ein Selbstvertrauen, wo sie weiss, hey, sie kann natürlich genauso alles erreichen oder machen in ihrem Leben, oder? Also Mega ja, fest. ja, und das finde ich mega cool, also mega starke Arbeit auch von dir natürlich, dass du wie sagst, hey, du möchtest da etwas dafür machen, mehr so Geschichten zu erzählen von genau so Frauen. Finde ich wirklich mega cool. Wow. Danke vielmals. Steffi, im ersten Teil von unserem Gespräch haben wir ja recht können eintauchen, so ein bisschen wirklich in deine Kunst, in deine Ausdrucksformen, auch was du genau mit deinen Bildern willst erzählen, was für Geschichten du willst erzählen. Und jetzt möchte ich gerne so ein bisschen einen Perspektivenwechsel vornehmen, weil du hast uns ja gesagt, du kommst ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie. Und ich denke, als Künstler hat man, oder wenn man so ein Bild von so Künstlern hat, ist ja das eher immer so ein bisschen, okay, so ein Künstler, oder Künstler an sich, die leben oft so ein bisschen von Luft und Liebe. Oder? Also das sind in erster Linie einfach Künstler und ja, die schlagen sich so ein bisschen durchs Leben, sind also vielleicht so ein bisschen Lebenskünstler. Aber ich denke, gerade jemand wie du, der das schon so lange macht, das ist wahrscheinlich mehr als nur Kunst. Das ist mittlerweile eigentlich auch ein Business. Oder sehe ich das falsch? Ja, fix, das ist so. Und wie hast denn du das geschafft? Also wie kann man sich das vorstellen? Als Künstlerin in der Schweiz ist ja das sicher nicht so einfach, um von dem leben. Ähm, an sich ist es ein bisschen schwierig zu greifen, oder? Von was lebt ein Künstler? Er verkauft vielleicht ein Bild, aber das kannst du ja mega schlecht planen, oder? Also, dass du jetzt ein Bild machst und das dann für irgendeinen Preis verkaufst. Wie kann man sich das vorstellen? Von was lebst du als Künstlerin in der Schweiz?
Hey, ich glaube, man muss einfach gescheit und realistisch sein. Das ist so der erste Punkt. Ich habe auch schon Anfragen bekommen, auch von jungen Künstlern, die mir genau das Gleiche gefragt haben oder auch Anfragen für Coachings. Und ich bin immer recht vorsichtig in dem, weil ich finde, jede Kunstart ist definitiv anders und jede Kunstart muss man auch anders vermarkten. Ich habe einfach gelernt, mich selber stark zu vermarkten und unter anderem auch eine Marke aufzubauen, was in dem Fall Sky Art Paintings ist. Ich habe das von meiner Schwester gelernt, weil sie selber Marketing studiert hat und es hat mir sehr geholfen, halt dort sehr Klarheit reinzubringen, wo ich einfach auch gewusst habe, es gibt eine gewisse Art, wo man sich präsentieren kann, wo die Leute sich gut merken kann und das hilft dann halt auch gut zu verkaufen. Und wie wir halt wissen, sobald man eine Marke ist und die Leute sich den Namen merken können, gibt es halt einen emotionalen Wert, wo dann mit der Zeit immer wieder teurer wird. Also Kunst ist sowieso ein emotionales Business. Man kann es auch wirtschaftlich gesehen, wo man Kunst kauft, um den Wert steigern zu lassen in Zukunft, aber ich bin kein großer Fan davon. Mir ist es sehr wichtig, Kunden zu haben, die meine Kunst wirklich wertschätzen und im besten Fall sich sogar in das Bild verliebt haben, in den Kunststil auch verliebt haben und eher so wartend sind auf den Prozess, den ich mache und dann meine Kunst sammeln. Das sind so meine Lieblingskunden. Darum ist es mega wichtig, sich als Künstler bewusst zu machen, dass es eine Beziehung ist mit den Kunden. Also, dass man halt immer wieder Kontakt mit ihnen hat und es ist halt mega wertvoll für die Kunden. Man weiß, man interessiert sich für sie und man macht regelmäßig Events. Darum finde ich, ist es mega wichtig, dass man halt wirklich sich bewusst ist als Künstler, man muss darauf schauen, dass man einen gewissen Kreis aufbaut und die kommen dann immer wieder. Die haben immer Interesse, egal was du machst und das sind die besten Kunden und nebendran so ein Nebenbusiness aufbauen, wo ich finde, es kommt sehr darauf an, oder? Ob man jetzt Prints verkauft, ob man Privatunterricht geht, ob man Workshops geht, ob man regelmäßig Ausstellungen in Galerien macht und das Administrative auch abgeht an der Galerie. Also dementsprechend gibt man natürlich halt auch einen Teil vom Gewinn ab. Das muss man alles für sich selber entscheiden, aber man muss wirklich offen sein, für zumindest 3 verschiedene Standpunkte aufzubauen, wo man weiß, es gibt verschiedene Einkommensquellen als Künstler. Und das ist halt der Businessbereich, wo ich halt herkomme, wo es auch mega wichtig ist, dass man das halt immer wieder bewusst angeht. Mhm. Spannend, also so wie du das erzählst, auch gerade jetzt von der Kunstbranche an sich, geht es wirklich darum, dass man sich halt einen Namen macht, oder? Also eben, du hast es gesagt, Branding, Marke ist eigentlich alles. Und das klingt jetzt auf der einen Seite so ein bisschen, okay, Marketing-Jargon, das ist klar heutzutage, so, man muss sich können vermarkten. Aber so wie du das erzählt hast, habe ich mir das gerade so überlegt, meine Kunst ist eine von der ältesten, oder Künstler sein, ist einer von der ältesten Berufe, die es gibt. Also das geht ja zurück bis, blöd gesagt, Höhlenmalerei, oder? Aber das ist einfach etwas, Mhm. das hat es schon immer gegeben und es ist, glaube ich, dort ja schon immer darum gegangen, das Bild ist das eine, das Kunstwerk ist das eine, aber der Künstler ist eigentlich gerade so wichtig, der es gemacht hat, oder? Also, dass man den Namen irgendwie kennt. Und darum ist ja auch eben in Zeiten noch vor den heutigen, ich sage jetzt Plattformen, Marketingstrategien von heutzutage, sondern eben auch früher in Zeiten von, ich sage jetzt für Laien, einfach nehmen, ich bin auch ein Laien, oder eben Picasso, Van Gogh, was auch immer. Ähm, ab dann, wo die mal einen Namen hatten und ein Resümee hatten, ist es ja fast gleich gewesen, was sie gemacht haben. Man hat es gekauft und es hat einen Wert gehabt wegen dem Brand, wegen der Marke. Und nicht unbedingt Genau. wegen dem Kunstwerk an sich. Du musst halt mega vorsichtig sein mit dem Magen, weil es gibt halt die Künstler und die Künstler. Es gibt die Künstler, die nehmen selber in die Hand, wie sie ihre Marke vermarkten und geben es nicht ab, was ich eigentlich sogar wichtig finde. Weil sobald du es abgibst, kann es bös gesagt vergewaltigt werden, oder? Und du kannst in eine komplett andere Richtung hineingehen, die du eigentlich gar nicht hast wollen als Künstler. Und ich glaube, als junge Künstler ist dir das nicht so bewusst. Besonders wenn du halt nicht so eine, sage ich mal, so ein Feeling hast oder halt ein bisschen eine Idee davon hast, was Vermarkten bedeutet. Und was ich halt schon erlebt habe, weil ich nebendran früher sehr gerne neben der Art Basel halt ausgeholfen habe, als Hostess geschafft habe und immer ein bisschen hinter der Bühne gesehen habe,
habe ich auch gesehen, dass es halt sehr gefährlich ist, all seine Rechte und das Interesse an der Vermarktung abzugeben als Künstler und einfach nur darauf vertrauen, dass jemand anderes das macht. Das nenne ich an sich schon Faulheit, weil andere haben dann ein anderes Bild von dir und sie tun das Bild dann für dich vermarkten. Und damals habe ich wirklich bemerkt, das will ich nicht. Ich weiß ganz genau, was für ein Bild ich will haben in Zukunft. Ich stand zu einem gewissen Thema in meiner Kunst und ich will nicht, dass das Thema verdreckt wird oder kaputt gemacht wird auf eine Art und Weise, wo ich nicht mehr dahinter stehen kann. Und da sage ich halt immer wieder zu den Leuten, die mich immer wieder fragen, wieso das wichtig ist, du musst hinter dran stehen. Du musst sagen, das, was du bist, musst du können verteidigen und sagen, das bin ich wirklich, also als Künstler jetzt. Und das ist schwierig zu definieren, wenn du das noch nicht weißt. Und wenn du das von Anfang an über anders gehst, dann bist du in eine Richtung gezerrt, wo du nie vorgehabt hast, anzugehen und irgendwann bist du gefangen in dem. Darum finde ich es mega wichtig, dass man so allgemein sich informiert, dass man eine Idee hat, zumindest was das bedeutet und dass man einfach halt auch die Gleis mitfährt und mitentscheidet, wie du nach außen willst gehen werden. Wer bist du? Welches Bild gibst du nach außen von dir selber? Das ist so wichtig, dass du das immer selber in der Hand hast. Mhm. Also du sprichst jetzt eigentlich genau so ein bisschen in die Richtung, oder? Bei uns, ich sage jetzt bei Storyflow haben wir ja den Slogan, oder? Schreib deine eigene Geschichte, wo es ja darum geht, dass man eigentlich das Leben selber in die Hand nimmt, oder das, was man vom Leben sich irgendwie vorstellt, dass man sagt, okay, ich weiss zwar vielleicht von Anfang an her noch nicht genau wie, aber ich will selbstbestimmt leben und meine Träume irgendwie so können verwirklichen, dass ich schlussendlich der Autor von meinem Drehbuch bin. Nicht, dass das nicht fremdbestimmt ist, oder? Ja. Und wenn ich mir das überlege, oder, eben, die Kunstbranche, finde ich, ist eine von diesen klassischen Branchen, wie vielleicht zum Beispiel auch eine Filmbranche oder so, wo du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast, oder? Da gibt es ja klassischerweise ganz viele so Gatekeepers, also Leute oder Galerien oder einfach Institutionen, die wie eigentlich mega viel Macht haben darüber, was mit dir passiert in dieser Branche. Und ob du eine Chance bekommst oder nicht, oder? Ob deine Bilder ausgestellt werden oder nicht, oder eben in der Filmbranche, ob du als sag jetzt Schauspieler zum Beispiel irgendwie eine Rolle bekommst oder nicht. Also du bist sehr fest abhängig von anderen, oder? Von der Branche an sich, von Leuten, die dort vielleicht Geld drin haben, die einfach schon viel länger dabei sind. Und das ist ja schon auch so ein bisschen ein Punkt, wo ich glaube, unabhängig eben von der Kunstform, ob das jetzt etwas ist, wie du machst, oder ob das eben im Fotografischen, im Filmischen, im Tänzerischen, was auch immer, dort müssen ja junge Künstler, junge Creators eigentlich mega darauf aufpassen oder müssen mega schauen, okay, wie gehen sie das Ganze an? Wie finden sie dort ihren Weg? Und ich finde es so spannend, oder? Wir reden jetzt im 2024 und wenn man sich das noch mal wirklich überlegt, wir haben heutzutage mit dem Internet, mit Social Media plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Oder wenn wir vor 20 Jahren noch miteinander geredet hätten, wäre es einfach ganz klar gewesen, wir sind so abhängig von all denen, oder? Wenn wir irgendwie wollen gehört werden, wenn wir unsere Marke, eben unseren Namen irgendwie bekannter machen, dann sind wir abhängig von anderen. Und eigentlich kannst du heutzutage mit dem Internet, mit diesen Plattformen, ja wirklich mega viel selber machen. Klar, bist du irgendwo immer noch abhängig vom Algorithmus, von diesen Plattformen, also immer, aber ich finde schon, das hat sich eigentlich mega gewandelt und da hat man heutzutage extrem viel Möglichkeit, auch als eben auch noch unbekannter Künstler, oder? Zum irgendwie an die Leute herangeraten. Also, das ist so ein bisschen meine Erfahrung zumindest in dem Ganzen. Siehst du das auch so, oder was sind so deine Erfahrungen mit dem, oder was spielt vielleicht auch gerade Social Media bei dir so für eine Rolle für deine Arbeit und für deinen Werdegang? Ich sehe es genauso. Ich glaube, es ist eine unglaublich tolle Zeit, sich dürfen selber zeigen, ohne abhängig zu sein von einer Galerie oder von einem Studio. Ich glaube, es birgt natürlich wie immer auch seine Gefahren. Wenn du sie erkennst, dann weißt du, wie du sie vermeiden musst. Wenn du willst authentisch sein, musst du halt immer wieder schauen, dass es halt dir gut geht oder dich nicht beeinflussen lässt. Früher waren es Galerien, die dich halt unter Vertrag genommen haben und du hast das müssen machen, was sie von dir verlangt haben. Heutzutage ist der Algorithmus, der dich verunsichert. Und wenn du andere siehst, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sich halb nackt zeigen, indem sie malen, weil dann kriegst du mehr Likes und will Sex Sales, dann finde ich schade, dass
dass wir als Teil von der Vermarktung angeschaut werden. Da finde ich, sollte man sich nicht verunsichern lassen. Ich bin der Meinung, gang die eigenen Weg und stärk deine eigene Sprache in deiner Marke, dass du halt in dem einzigartig bleibst. Es ist egal, wie viele Likes oder was auch immer du jetzt bekommst. Wichtig ist, dass du ein Bild abgibst, das dich widerspiegelt und du wirklich dahinter stehen kannst. Ich glaube, man muss einfach wissen, wie man die richtigen Kunden erreicht. Das ist das ganze Geheimnis. Wenn du eine ganze Präsentation hast und ein Bild und eine Vision von dir, musst du einfach nur noch wissen, wo die Kunden sind. Und wenn du das kapiert hast, dann hast du das Ganze verstanden. Darum bin ich immer sehr spezifisch. Ich weiß, dass meine meisten Kunden Frauen sind. Ich weiß, dass es meistens Frauen sind, die viel erlebt haben, die etwas zu sagen haben, die sehr empathisch sind, hypersensibel. Manchmal habe ich auch Männer, die ein mega Bedürfnis dazu haben, sich irgendwie dort zu finden und es nicht verstehen. Und darum finde ich meine Kundschaft wunderbar, weil es sind so offene, herzliche Menschen und das ist mir mega wichtig, dass ich weiß, ich kann ihnen Freude machen. Wenn ich jetzt einfach würde mega schlechtes Marketing machen und ich will einfach mich ums Verrecken verkaufen und ich würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, halbe Nacktvideos machen, wo ich einfach zeige, wie ich ein Bild male, dann würde ich definitiv die falschen Kunden anziehen, was ich nicht will und es auch nicht so sein sollte. Darum tue ich alle immer mega dazu motivieren, sich treu zu bleiben, professionell bleiben und eine Linie zu ziehen, die dich definiert. Voll. Ich glaube, das zeigt ja auch dann gerade, also wenn wir es jetzt so machen, oder sagen wir, okay, wir lässt mehr auf Algorithmus oder man sieht, irgendetwas performt jetzt besser als das andere. Und ob es jetzt gerade so krasse Beispiele sind wie, okay, man tut halbnackt malen, dann hat man ja vielleicht so kurzfristig einen Effekt, in dem, dass man irgendetwas geht vielleicht viral oder man kommt jetzt irgendwie plötzlich an eine mega Followerschaft an oder so und hat das Gefühl, okay, mal mega cool, ich bin jetzt irgendwie viel grösser. Aber wir Ja. schiessen ja dann meistens eigentlich, oder eben auch aus meiner Erfahrung, so was ich schon für Stories gehört habe, oft dann eigentlich am eigentlichen Ziel vorbei. Weil was dann passiert, ist mehr, okay, rein auf der Plattform hat man den Effekt vielleicht, man ist dann grösser, man hat dann vielleicht eine grössere Reichweite, aber eben, wer sind die Leute, oder? Die wir in dieser Zielgruppe haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest jetzt das so machen und du hättest dann zwar mega, keine Ahnung, 100'000 Follower, nicht 10'000, aber von diesen 100'000 sind eigentlich alle einfach dort, weil sie dort beim Malen gerne zuschauen und nicht unbedingt, weil sie deine Kunstwerke schön finden, dann verkaufst du dann auch nichts, oder? Also dann bringt es dann eigentlich genau nichts, sogar wahrscheinlich weniger, oder? Also, ja. Das ist die Illusion, und die finde ich sehr gefährlich. Wenn du Followers hast, die 100'000 sind und die meisten von denen sind Käufer, dann hast du die Lotterie gewonnen, ohne Wenn und Aber. Hm. Aber dann hast du es auch richtig gemacht. Und das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Es ist nicht die Anzahl der Followers, die man beeindruckt soll sein, sondern die Art von Followers, die du hast. Mhm. Genau. Ja, das ist spannend. Also jetzt einmal aus so einer Sicht jetzt, ja, eben so von einer Künstlerin wie dir, oder? Wo, wenn man deinen Feed anschaut und eben auch, wenn man sieht, wie lange dass du schon dabei bist, oder? Aber ich glaube, wir sind ja, Mhm. du bist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen vor uns gestartet, aber eben, so, das sind ja so, ich weiß gar nicht, wenn das genau mit Instagram angefangen hast. Aber ich habe es auch noch spannend von, wir sind, weißt du das noch ungefähr, wann hast du angefangen? Boah, ey, aber ich bin jetzt gerade auch am Überlegen gesehen. Ich bin eigentlich auch schon lange drin. Ich meine, ich habe erst Facebook gehabt und dann gerade Instagram. Also Mhm. reden wir vielleicht vor 8, 9, 10 Jahren. Sicher. Mhm. Mhm. Eben, Ja. und du bist jetzt so bei ein bisschen etwas über 9000, oder? Mhm. Follower. Also ich kann auch sagen, wir bewegen uns so ein bisschen im gleichen Ballpark, oder? Sind etwa gleich lang dabei, haben auch etwas in dieser Region. Also wir sind schon mal bei 9000 gewesen, jetzt sind wir aktuell wieder ein bisschen drunter. Aber es ist wie so, man könnte eigentlich meinen, hey, wenn man es schon so lange macht, dann müsste man doch schon, weiß auch nicht was haben, oder? Und Aber da auf müsste der, ich noch zusätzlich sagen, ja, das stimmt, ich bin schon lange dabei, aber einfach damit auch das nicht falsch verstanden wird. Es ist wichtig, verschiedene Kanäle zu haben und wenn ich wirklich etwas weitergeben müsste, was wertvoll ist, dann definitiv Newsletters. Also es ist hm, schön und gut, wenn man natürlich seine 10'000 Followers hat. Ich habe irgendwann mal aufgehört, so mega daran zu arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Früher bin ich so gesehen, okay, hey, da muss irgendetwas passieren. Jetzt bin ich einfach in der Regelmäßigkeit drin. Ich finde es schön, einfach regelmäßig etwas rein zu tun, weil ich weiß, die mir folgen, sind mega interessiert. Aber die mega Interesse aufgebaut haben, folgen mir per Newsletter. Und mhm, das ist
Wertvollste, weil die Newsletter abonnieren, haben auch wirklich Kaufinteresse. Und es ist so viel wichtiger für diejenigen, die jetzt zuhören und Interesse haben, es ist so viel wichtiger, die private E-Mail-Adresse haben von deinen Kunden als der Follower-Name auf Instagram. Denn wenn irgendetwas mal passieren mit den sozialen Medien, dann hast du die Daten einfach nicht. Das ist so. Da wo wir wieder eine Unabhängigkeit wären, oder? Weil eben wenn du die Newsletter aufbaust oder einen eigenen Blog hast oder was auch immer, wo alles wirklich unter deiner eigenen Kontrolle hast, dann Ja. ja, hast du einfach auch wieder mehr Möglichkeiten. Ich habe die Zahl von denen, also eben, ob es jetzt 8, 9 oder 10'000 sind, mehr auch angesprochen, weil ich habe das Gefühl, viele, die zulassen, viele, die vielleicht auch am Anfang stehen, und ich finde, eben, speziell auch in der Schweiz, hat man auch mal so die Vorstellung, ja gut, hey, wenn du jetzt irgendetwas machen mit Social Media oder das willst du nutzen für deine Craft, für ob es jetzt eine Kunst ist oder ob es irgendwie ob du ein Personal Brand bist, was auch immer, hat man doch immer so das Gefühl, hey, du brauchst da irgendwie Hunderttausende, sonst lohnt sich ja das eh nicht, oder? Also was willst du mit ein paar Tausend? Das bringt doch nichts. Und aber ich finde, du bist genauso, wie ich denke, an mir, eigentlich ein mega gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob du jetzt ein paar Tausend oder 100'000 hast, solange die Leute, die du hast, die richtigen sind, oder? Dann kannst du mit dem über eine lange Zeit sehr nachhaltig eigentlich etwas aufbauen, wo dir dann auch wieder etwas zurückgibt. Hatte Jetzt ich hast du mich jetzt gerade nicht kurz nicht gehört? gehört, gell? Sehr noch. Sehr noch. Ja, genau. Ich sage nochmal den Schluss. Ja, genau, ich sage den Schlusssatz nochmal. Da kann man das schneiden. Moment kurz, das habe ich gesagt. ähm, Wenn ich dich nicht mehr höre, mache ich es so. ja, ich sehe dich im Moment aber gar nicht mehr. Das müssen abstellen, damit wir uns eben Okay. besser hören. Genau, aber was ich gesagt habe, du hast mich, glaube ich, nur am Schluss dort kurz nicht gehört. Mhm. Eben, dass viele das Gefühl haben, wir brauchen da, ich weiss nicht wie viele Hunderttausende, bla bla bla. Und dass man aber eben, wenn man es so aufbaut, wie wir jetzt machen, oder eben wie es du jetzt auch machst, mit der richtigen Follower, mit der richtigen Zielgruppe, auch wirklich über eine längere Zeit etwas richtig Schönes kann aufbauen kann, das auch nachhaltig ist und wo einem auch wirklich etwas zurückgibt. Ja, genau. Das stimmt. Ja, also ich glaube, ich bin mehr dafür, die Illusion aufzubrechen, auch wenn, also schlussendlich, Storytelling ist oftmals eine Illusion. Wenn wir das aufbrechen, braucht der Mensch Geschichten, um sich weiterzuentwickeln. Das ist das, was uns inspiriert, das ist das, was uns zum Verändern drängt. Und Kunst tut ja einen grossen, wertvollen Beitrag dazu leisten, wo wir einfach in der Gesellschaft ja brauchen. Wie du vorhin gesagt hast, es ist einer der ältesten Metiers, die wir als Menschen kennen. Und das hat einfach einen wichtigen Grund. Der Mensch ist bildlich geprägt, er sieht alles mit den Augen und deswegen sind bildliche Aspekte im Geschichtenerzählen extrem wichtig. Wenn du als Künstler das beherzigen und verstehen, wie wichtig Kunst für den Mensch ist, kannst du auf das ja aufbauen. Und die Frage ist halt, wie vermarktest oder wie erzählst du deine Geschichte als Künstler? Es kann sehr authentisch sein, sehr echt sein, was in meinem Fall sehr wichtig ist. Ich möchte Menschen berühren und alles, was ich normalerweise mal hat eine große Verbindung zu mir selber. Oder du kannst natürlich Kunst kreieren, wo einfach eine random eine andere Geschichte ist oder vielleicht gar keine Geschichte, aber dafür irgendetwas anderes anspricht, wo der Mensch auch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also anders gesagt, in der abstrakten Kunst zurzeit wird extrem viel provoziert und Provokation ist auch ein mega wichtiger Teil von der Kunstform. Und das hat zum Teil auch nicht immer eine Story. Das hat einfach nur die Idee, was hat man noch nicht ausprobiert, um die Gesellschaft aufzuregen oder zu provozieren, so damit viel darüber geredet wird. Und das ist auch emotional. Das ist auch eine komplett andere emotionale Komponente. Und für mich ist es mega wichtig, ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht dahinter stehen. Ich finde es sehr interessant und ich finde es wichtig, auch manchmal in der Gesellschaft zu provozieren. Besonders wenn es politisch wird, wirtschaftlich. Und man weiß, mit Reden kommt man nicht weit. Dann kommt man plötzlich mit kreativen Ideen. Weil manchmal ist es wichtiger,
ein Tool zu finden, das international verstanden wird. Also ich gebe das Beispiel, das ich genial finde, die Minions. Du kennst ja die Minions, oder? Ja, klar. Und Ja. Die Minions reden nicht. Das ist nicht ein Spruch. Die machen nur noch Das stimmt. Banana, Banana. Und das Einzige. Und das so, es ist kein Spruch, aber mir hat das Gefühl, es ist ein Spruch. Und wegen der Mimik der Minions hast du das Gefühl, du verstehst es, egal aus welcher Kultur du bist. Und das ist genial. Und genau den gleichen Aspekt würde ich jetzt für die Kunst nehmen. Die Genialität braucht es, damit du viele Menschen erreichen kannst. Und aus diesem Grund denke ich, ist es halt mega wichtig, dass man wie versteht, wie mächtig Kunst oder Kreativität kann sein, wenn du weißt, dass du mit der richtigen Vermarktung oder mit der richtigen Suche nach den richtigen Leuten auf der Welt, ob du jetzt eine Kunstausstellung machst, ob du jetzt einen YouTube-Channel hast und wo du gut erzählst oder jetzt zeigst, was du kreierst, ob du einen Blog hast, ein Newsletter, was auch immer. Wenn du die richtigen Menschen damit berührst und erreichst, dann werden sie dich sofort weiterempfehlen. Und so entsteht ein Netzwerk, wo dir treu bleibt. Und das ist das Wertvollste und das Beste, was dir als Künstler passieren kann. Du hast gesagt, eben, Kunst als Ausdrucksform, gerade jetzt so Sachen, wie du jetzt machst, das ist ja wie, das ist eine universale Sprache. Also eben, da braucht es keine Übersetzung, dein Bild, wenn das jemand in Südamerika anschaut oder jemand jetzt hier bei uns, der braucht keine Übersetzung. Es ist schlussendlich egal, du tust das ja nicht in einer anderen Sprache malen, sondern einfach in deiner universellen künstlerischen Sprache, oder? Ja. Jetzt, du hast vorhin gesagt, es geht darum, dass man den Zuschauer oder der das anschaut, irgendwie berührt, oder? Dass man dort irgendwie eine Emotion weckt. Und wie schaffst es denn du, nicht nur Emotionen eben jetzt gerade für das Kunstwerk zu wecken, wo ja an sich, eben, ich sage jetzt, die Darstellungsform schon mal sehr viele Leute an verschiedenen Orten kann erreichen kann, sondern wie weckst du Emotionen für dich als Künstlerin? Dass eben gerade deine Geschichte, dass dort auch eine Verbindung entsteht. Wie machst du das? Das ist immer so. Die Frage ist halt immer recht interessant, wenn man versuchen muss, all das, was du erlebt hast als Mensch, zusammenzufassen. Also schlussendlich geht es ja auch darum, wie tust du eigentlich dich mit deinen Erfahrungen wiedergeben als Kreatur, als Seele, als Energie, oder? Und für mich ist immer so gesehen, gerade weil ich hochsensibel bin und weil ich sehr viel um mich spüre und ich sehr intensiv bin mit meinen eigenen Emotionen, fühle ich mich oder habe mich sehr oft falsch verstanden gefühlt, was nicht einfach ist. Es geht halt auch darum, wir leben in einer Welt, die nicht gebaut ist für sensible Menschen. Und man darf nicht vergessen, es ist ein Patriarchat und in einem Patriarchat werden oft Sachen sehr schnell und sehr brutal angegangen. Deswegen ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau manchmal ein bisschen kompliziert und das ist ja genau das Jahrhundert, wo man das Ganze aufklärt und anschaut und was ich genial finde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Zeitperiode darf leben als Frau, speziell als Frau. Und in diesem Bereich tue ich halt wie auch immer mitlernen. Und alles, was mich halt ausmacht als Künstlerin, sind sehr oft wegen sehr schwierige Zeiten in meinem Leben auch gesehen. Für mich ist es einfacher, nach einer schwierigen Zeitperiode mega gute Kunstwerke zu malen, als wenn es mir noch gut geht und ich glücklich bin und ausgeglichen bin. Ich glaube, mit dem habe ich etwas zu sagen. Und wenn ich weiß, ich habe etwas zu sagen, gebe ich dem Bild, dem Thema, dem Gefühl viel mehr Gewicht, als wenn es etwas, wo eher oberflächlich ist. Ich meine, ich könnte einfach nur eine Landschaft malen, Sonne und Bäume und herzig ist und das Bild schaut mir 20 Sekunden an und that's it. Aber meine Intention ist ein bisschen so wie in die Wunde hineinlangen von den Menschen und sagen, du kennst das auch, oder? Und das hat wehgetan. Hast du es verarbeitet? Ist es noch da?
Siehst du dich selber? Kannst du darüber reden? Kannst du darüber stehen? Also es sind so viele Fragen, die ich stelle mit meinen Bildern. Wegen dem finde ich es mega interessant, dass es mega oft als melancholisch angeschaut wird oder als sehr emotional, wo ich einfach halt denke, eigentlich ist es mega echt. Eigentlich ist es ein Kontext, das ist ein Gespräch mit dir. Meine Bilder, ich suche ein Gespräch mit dir als Mensch, als Betrachter. Weil ich die Intention hatte, das in meine Bilder hineinzumalen. Und aus diesem Grund denke ich, meine Erfahrungen, ob mein Herz gebrochen worden ist oder ob ich eine mega schwierige Zeit in der Familie hatte oder ob ich eine mega crazy Zeit beim Reisen hatte oder ob ich mich einmal allein gefühlt habe, Depressionen hatte, ähm, hey, und so weiter und so fort. Also ich meine, ich habe auch wirklich unglaublich schwierige Zeiten gehabt, wo ich auch dachte, mir ist das Leben scheißegal. Und bis zu Selbstmordgedanken ist auch so schon eine Situation, wo ich dachte, hey, ich bin darüber hinaus, ich kann darüber reden und jetzt mal es. Also es ist ein Filtersystem, es ist auch eine eigene Form von Therapie und aus diesem Grund auch eine sehr mutige Form, die Sachen halt nach außen zu zeigen. Und für mich ist das schon immer sehr klar als Künstlerin, du als Kunst ist etwas, wo du musst mutig sein musst. Wenn du willst echt sein, wenn du willst intensiv sein, wenn du etwas zum Sagen hast, dann musst du mutig sein. So einfach ist das. Und das habe ich lernen und das ist das Resultat. Wow, okay. Ja, also du sprichst mir da auch irgendwo durch ein bisschen aus dem Herz. Es ist so oft, oder? Es ist ja so viel einfacher, immer die schönen Momente zu teilen, oder? Also einfach weil es einem halt einfacher fällt. Es sind ja leichte Momente, oder? Und das kannst du irgendwie einfangen, teilen, sharen, was auch immer, oder erzählen, ob es jetzt immer direkt irgendwie verbunden ist mit irgendwie Social Media, whatever, sondern einfach das, was man auch mit Freunden teilt, oder, ist ja oft eher so, ja, die positiven Sachen, oder? Und wenn es einem mal schlecht geht, oder wenn man eben mal eine schwere Zeit durchmacht, dann den meisten Leuten fällt ja das mega schwierig, irgendwie das auch zu kommunizieren. Und du hast gemeint, oder eben, das ist ja, gibt es auch als Therapieform. Und gerade so die Maltherapie, ähm, oder Malen als Therapie, wo man dann so Emotionen kann verarbeiten kann. Also ich kenne das nicht persönlich direkt, aber in meinem Umfeld gibt es Menschen, wo das sehr aktiv nutzen und und ich einen mega tollen Weg finde, auch irgendwie zum Sachen, die man vielleicht sonst nicht sagen kann, oder wo man Mühe damit hat, in einem Gespräch irgendwie auszudrücken, wenn man das irgendwie zumindest kann auf ein Bild bringen, oder? Und dann auch dann halt fürs Gegenüber, wo dann vielleicht dort involviert ist oder zumindest irgendwie betroffen, alles so ein Bild kann anschauen kann und dann vielleicht einfach durch das Sachen versteht, die er sonst nicht verstehen, oder? Ich kann mir vorstellen, Ja. dass das für dich eben auch mit deinen Bildern ja oft wahrscheinlich auch gerade eine Art auch für dich selber vielleicht eine Selbsttherapie kann sein. Also ich habe das für mich selber auch. Ich habe auch schon, ich sage, ein paar von meinen stärksten Videos, die ich gemacht habe, oder eins von ihnen, das hat sicher auch zum Beispiel mit dem Tod von meinem Vater zu tun gehabt, wo ich das irgendwie über das habe können verarbeiten, dass ich irgendwie ihm seine Geschichte ein bisschen in einem Video irgendwie probiert hat zu erzählen, oder? Und mir hat das dort mega geholfen, irgendetwas können zu kommunizieren, was ich sonst einfach gar nicht geschafft hätte, oder? Irgendwie in Form von dieser Kunst, in meinem Fall Video, habe ich es geschafft, aber sonst hätte ich es irgendwie nicht geschafft, oder? Das können auszudrücken oder irgendwie zu erzählen oder hinzustehen und zu sagen, hey, irgendwie geht es mir und so dabei, oder? Hm. Also, wow, ja, also, Ja, ich kann es mega verstehen. Ich glaube, ich meine, es ist jetzt so, dass wir aufgewachsen sind in der Schule und wir haben eine Stunde gehabt, wo es um emotionale Intelligenz gegangen ist, oder? hm, Und es ist so paradox, weil das ist einer der wichtigsten Kommunikationsmittel, die wir brauchen unter uns Menschen. Eigentlich sollte es ein Teil vom Bildungssystem sein. Was ich eine mhm, reine Katastrophe finde, dass es nicht ein Teil vom Bildungssystem ist. Und ich nenne das immer halt School of Life. Was ist wirklich wichtig im Leben? Und in dem Moment, wo du weißt, du kannst dich nicht ausdrücken, wo du nicht einmal weißt, was das für eine Emotion ist, und wo du dich schämst, negative Emotionen auszuleben, dort hast du irgendetwas verpasst, was dir nie beigebracht worden ist. Und dann musst du es dir selber beibringen. Und das ist schwer. Und entweder hast du die richtigen Leute um dich, die dir das zeigen können, dir die Hand reichen und dir das auf eine sehr schöne, was auch immer, geduldige Form zeigen können, oder du hast sie eben nicht. Und für mich ist immer halt klar gewesen,
es ist nie einfach in einer Gesellschaft, wo alles muss so perfekt aussehen, wo alles professionell muss sein, wo die Leute wirklich mega Probleme haben, sich authentisch zu zeigen, wo Probleme haben, über ihre Probleme zu reden, wo das nicht einmal wirklich ein Teil von der Kultur ist, dort Verletzlichkeit zu zeigen. Dort braucht es noch 10-mal mehr Mut, das zu machen, weil du weißt, du kannst für das verurteilt werden. Und das kann als Schwäche angeschaut werden. Und ich glaube, das ist noch viel schwieriger als Mann als Frau. Und für mich, wo ich dann gemerkt habe, die Verletzlichkeit kann ein mega Schatztruhe werden. Sie kann eine unglaubliche Waffe sein in einem Gespräch, wo du einfach weißt, du kannst sie verwenden fürs Gute und du kannst sie verwenden, um deine Stärken auch zu verteidigen, um einfach heilende Aspekte hineinzubringen. Und man muss wie gewisse Sachen verbrennen erst von der Vergangenheit, damit etwas Neues kann entstehen kann. Das ist der Phönix-Effekt, gell? Denke ich Mhm. eben, ist es mega wichtig in der Kunst, weil die Kunst ist einladend, Kreativität ist einladend. Das ist wie eine Zwischenbrücke. Das ist eine Brücke, die dir dazu helfen kann, diesen Schritt nach vorne zu machen. Und in so geschlossenen Gesellschaften wie zum Beispiel bei uns in der Schweiz ist das umso wichtiger. Ich meine, ich bin halb Südamerikanerin, halb Schweizerin. In Südamerika ist das komplett anders. Menschen reden über Emotionen die ganze Zeit. In den Liedern, in den Festen. Im Fall wirklich, es ist einfach überall im Alltag ein Begriff, aber dafür ist es mega übertrieben. Und wir hier sind komplett umgekehrt. Wir reden sehr wenig über solche Sachen. Und für das brauchen wir mehr Therapie, mehr Professionelle würden uns das beibringen können. Und ich finde, man muss einfach die goldene Mitte finden. Die goldene Mitte ist einfach, alles hat seine Zeit. Und wenn du merkst, oh, da ist etwas und du tust es verdrängen, dann machst du schon mal etwas falsch. Aber du merkst, es ist schon etwas und du gehst das an und fragst schon mal die Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, hast schon mal den richtigen Schritt nach vorne gemacht. Hm, mhm, mhm. Verletzlichkeit als Stärke, das habe ich jetzt so ein bisschen aus dem rausgenommen. Eigentlich ein mega starkes Bild irgendwo durch, oder? Also, dass man, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn man den Mut dazu hat, authentisch zu sein, dass das auch eine mega Chance kann sein, eben zum als Gegenüber öffnen, was dann einem umgekehrt dann wieder hilft, oder? Weil man jemanden hat, der offen ist für die Emotionen, die man dann vielleicht auch gerade hat. Ähm, wow, ja, nein, finde ich mega schöner Gedanke und ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Quintessenz ist aus jetzt deiner Kunst oder zumindest denke ich vielleicht auch aus dem Gespräch, oder? Dass wir doch am besten einfach alle dafür sorgen, dass wir den Mut haben oder dass wir einander ermutigen, verletzlich zu sein, authentisch zu sein, hinzustehen. Ich meine, da hat jeder andere Sachen, wo er Mühe damit hat oder wo er fordert, wo er muss Mut dazu entwickeln, um das zu machen. Aber einfach, dass wir irgendwie das können irgendwie, ja, vielleicht auch als Bild rausnehmen. Hey, es ist okay, verletzlich zu sein, es ist sogar gut, wenn man den Mut dazu hat. Es kann eine mega Chance sein. Ich glaube, das finde ich ist auch wichtig in meinen Bildern, weil ich zeige sehr viel Verletzlichkeit. Und es ist nicht immer einfach, weil schlussendlich ist halt, du lässt wirklich einen sehr intimen Teil von dir selber offen. Also du zeigst es der Welt. Und ich bin sehr interessiert, Verletzlichkeit von anderen Menschen kennenzulernen, weil das ist der Moment, wo du dich wirklich jemandem nachfühlst. Und wie der Mensch halt so soziale Kreatur ist, ein Herdentier, wie man sagt, und du wirklich das Bedürfnis hast, dazu zu gehören, ist Verletzlichkeit eigentlich der Schlüsselmoment. Und dort konzentriere ich mich sehr in das Ganze, weil ich finde, Verletzlichkeit ist eine sehr weibliche Energie und eine sehr starke Energie, weil sie halt von Natur aus muss ihre Kinder beschützen und dort auch sehr viel Verletzlichkeit gelernt durch ihre Kinder, weil Kinder sind verletzlich. Wer Kinder hat und weiß, wie sie checken, sie sind sehr oft im Alltag verletzlich und durch das ist man so beschützerisch als Elternteil noch mehr als Mutter meistens. Und das nimmst du dann mega mit. Und das ist eine komplett andere Kommunikation. Und ich möchte das wie nicht vergessen in einer Gesellschaft, wo alles muss so schnell gehen, alles muss rushed werden, wo nicht mehr der Mensch im Vordergrund ist, nicht mehr die sozialen Aspekte, sondern nur noch das Profitdenken, sage ich halt, stopp,
bis dahin noch nicht mehr. Wir müssen wieder verletzlicher werden, wir müssen wieder authentischer werden, wir müssen wieder an Communities denken, weil das, was den Menschen wirklich glücklich macht, ist seine soziale Kompetenzen und sein soziales Umfeld. Und das ist mega wichtig. Und darum setze ich auf Porträts, auf Menschen, auf Storytelling, um wieder Menschen zusammenzubringen. Sehr schön. Das leitet ganz toll eigentlich so ein bisschen meine Schlussfrage ein, die ich noch habe. Und zwar, du hast gesagt, es geht um Kommunikation, es geht darum, mit Menschen Gespräche zu führen, es geht darum, irgendwie eine Verbindung zu bekommen und es geht auch um Communities. Den Podcast habe ich auch vor allem auch darum gestartet, weil ich irgendwie das Gefühl habe, gerade bei uns in der Schweiz kommen eben so viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast, ein bisschen zu kurz. Auch gerade wenn es darum geht, Leute irgendwie dabei zu helfen, zu inspirieren, zu motivieren, eben so ein bisschen ihren eigenen Weg zu finden. Und man ist oft so ein bisschen allein oder auf sich allein gestellt. Wir finden vielleicht über so gewisse Kreise schon auch andere Gleichgesinnte, aber ich finde, es ist immer noch einfach auch sehr, sehr schwierig, dass man sich nicht immer so allein fühlt. Und ich möchte eigentlich den Podcast nicht nur dazu nutzen, einfach für mich selber halt, aber natürlich interessante Leute noch besser kennenzulernen und dort vielleicht noch ein bisschen eine größere Verbindung herstellen, sondern wirklich irgendwie so ein bisschen langfristig eine Community aufzubauen, oder eben von Creators aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen, ob das eben jemand ist wie du, eine Künstlerin, ob das aus der Fotografie ist, Tänzer, Personal Brands, was auch immer. Einfach halt Menschen, wo ihr eigenes Ding machen. Und ich habe das schon Zuli gefragt, jetzt, wo mein erster Gast war, also so von außen im Podcast. Und ich würde sehr gerne dir auch so ein bisschen die gleiche Frage stellen, einfach in Bezug auf das Projekt vielleicht, wo wir jetzt da angehen bei Storyflow. Was siehst du aus deiner Perspektive heraus, wo fehlt es in der Schweiz diesbezüglich eigentlich am meisten? Wo könnten wir vielleicht, also in welcher Form könnten wir da etwas bieten oder etwas aufbauen, wo Creators, Künstler, was auch immer, vielleicht hilft, um sich irgendwie besser zu vernetzen oder damit sie sich einfach nicht mehr so allein fühlen in dem ganzen Zirkus. Mm. Ja, ich verstehe die Frage sehr gut. Habe mich die auch schon gefragt. Ich habe ja mal ein Projekt geleitet, Artists Meet Artists, wo Mhm. ich quasi als Probeprojekt habe anschauen, wie kommt es an für ein halbes Jahr. Und das ist sehr gut angekommen. Und ich glaube, was ich da gelernt habe damals, ist das Bedürfnis, sich auszutauschen unter den Künstlern in einem Land, wo man mega individuell agiert als Künstler. ähm, Es gibt wenige wirklich gute Künstler-Communities in der Schweiz und es wird viel zu wenig dafür gemacht, den Austausch zu generieren. Und ich würde einfach sagen, hey, Community denken, kleine Events organisieren, wo man einfach alle Künstler einladet, die man kennt und sie miteinander in einen Topf schießt. Das ist so wie der First Step, der mega hilft. Ob es jetzt der physisch ist oder jetzt in einem Zoom-Call, es ist so wertvoll, wenn man einen regelmäßigen Austausch hat mit Künstlern. Ob das jetzt, irgendwie, wie du gesagt hast, ein Tänzer, der mega erfolgreich ist und Touren macht, oder ein Tänzer, der gerade angefangen hat, oder ein Tänzer, der YouTube-Videos macht und mega erfolgreich ist mit dem, genau gleich mit Künstlern, die malen oder Videografen. Aber es ist so mächtig, wenn man eine Gruppe plötzlich hat, wo sich so gut versteht und sich supportet und miteinander große Projekte leitet als Künstler-Community. Und das ist das, was ich glaube sehe, was wir müssen mehr fördern, wo man einfach einladende Aspekte soll reinbringen im Alltag als Künstler, ob das jetzt dein Atelier ist und du sagst, hey, ich mache ein regelmäßige Atelier, Zusammenkünfte von allen Künstlern, die ich kennengelernt habe in den letzten 2, 3 Jahren. Oder hey, ich mache jetzt regelmäßige Zoom-Calls, wo wir ein Thema anschauen, das mega wichtig für uns alle ist. Wie tun wir uns vermarkten? Was ist das aktuelle Problem? Was machen wir jetzt mit der Inflation? Tut man jetzt mehr online verkaufen? Tut man immer noch physisch verkaufen? Also wenn man dort sich dort nicht allein fühlt und dort einen regelmäßigen Austausch hat, dann hat man schon mega viel erreicht in diesem Aspekt in der Schweiz. Cool. Hey, nehme ich sicher alles auf. Geht sicher genau so in die Richtung, was wir so für Ideen haben, Pläne haben. Natürlich aktuell noch nicht spruchreif. Das ist jetzt einfach mal so, den Kompass haben wir auf das eingestellt, dass wir sagen, wir wollen dort irgendwie etwas auf die Beine stellen. Und haben da natürlich eben, wie gesagt, Ideen, was wir da alles machen können, um die Communities und die Creators und Künstler und Personal Brands irgendwie ein bisschen zusammenzubringen. Ähm,
ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann auch bald mal mit etwas starten, wie du uns auch als Zeit mitgegeben hast, vielleicht so einen Newsletter, oder, wo man sich eintragen kann und wo man dann einfach einmal wirklich für die Leute, die dort Interesse haben, dann mal so offene Diskussionsrunden oder so etwas aufbauen. Vielleicht im ersten Moment mal digital, vielleicht gibt es dann auch mal physische Treffen. Wäre auf jeden Fall sicher in meinem Interesse auch, dass man die Leute auch mal im echten Leben sozusagen zusammenbringt. Aber ja, ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr fest für deine Inputs, für deine Tipps und natürlich für das super tolle Gespräch. Das ist wirklich genau die Art von Gespräch, die ich mir so ein bisschen erhofft habe durch die Podcasts. Mal bei jemandem ein bisschen eintauchen, einfach auch so ein bisschen Denkweise, der das auch schon länger macht und ja, wo es irgendwie geschafft hat, ja, richtig die Leidenschaft anzubehalten. Das merkt man mega bei dir und dafür sage ich wirklich ganz grosses Danke vielmals, dass du dabei gewesen bist in dieser Folge vom Podcast. Danke dir, hat mega Spaß gemacht. Ja, und für alle, die bis dahin zugelassen haben, wir tun natürlich alle so deine Kontakte, wo man dich findet, unten in die Shownotes. Geht sicher mal auf dem Instagram vorbeischauen, da sieht man sicher gerade auch ein bisschen am meisten, was läuft. Oder natürlich auch auf der Webseite. Und natürlich auch, wenn ihr jetzt irgendwie plötzlich ja, Lust bekommen habt, mal irgendwie einen Workshop zu machen, mal ein bisschen mitzuzeichnen, was auch immer, dann meldet euch bei der Steffi. Also dann, danke vielmals, Steffi, und ich hoffe, wir sehen uns bald, sonst mal vielleicht bei so einem Austausch. Ja, das wäre mega. Meld dich einfach. Euch eine wunderschöne Osterzeit, also restliche Zeit. Und viel Spaß in Spanien. Danke, also, mach's gut. Ciao, ciao.